Ciao, hallo, hoi, hello, saluton! Ich bin Darlegino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gerade auf «Gefällt mir». Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Tschüss! Dinnerkrimi mitten ins Herz. Ja, das ist einer von diesen Jobs, wo ich auf dem Schiff arbeite, und zwar als Abendspielleitung und Technikerin. Es ist ein unglaublich spannender und vielseitiger Job, wie ihr da jetzt seht. Als Abendspielleitung muss ich vor allem den ganzen Abend koordinieren. Ich muss immer auch mit dem Küchenchef in Kontakt sein, dass die Zeiten eingehalten werden. Ich muss schauen, dass die Musik zur rechten Zeit abgespielt wird. Ich muss schauen, dass die Schauspieler sich rechtzeitig umziehen. Ich muss eigentlich grundsätzlich schauen, dass alles tipptopp ohne Fehler abläuft. Mitten ins Herz ist ein Schlagerkrimi. Ja, ihr habt genau richtig gehört. Mit Schlagerliedern, die man entweder ganz fest liebt oder ganz fest hasst. Je nachdem, was für einen Musikgeschmack man gerade hat.
ist ein sehr hektischer und spannender Job, weil wir 2 Decks gleichzeitig bespielen, also nicht zur gleichen Zeit, aber wir müssen oben und unten spielen. Das heisst, man ist eigentlich als Schauspieler und als Abendspielleitung ständig am Umsäckeln. Also man hat eigentlich kaum Zeit, um mal entspannen und die ganze Aussicht vom Schiff zu geniessen. Ausser wir hatten mal so einen Tag gehabt, wo wir nur ein Deck müssen bespielen mussten, wo ich dann auch mal Zeit hatte, um ein bisschen entspannen und die ganze Aussicht und das ganze schöne Schiff mal richtig zu geniessen. Herz spielt in einer Schlagernacht, wo nicht nur Schlager gesungen wird, sondern zwischendurch auch mal jemand umgebracht wird. Und die Aufgabe der Zuschauer ist es, zum herauszufinden, wer der Mörder ist. Das Coole an dieser ganzen Sache ist, dass das Publikum wirklich in das ganze Spiel mit einbezogen wird, indem sie zum Teil auch Rollen spielen dürfen, wie Bodyguards oder Ärzte oder je nachdem, was für ein Stück es ist. Leichen dürfen auch ausgetragen werden vom Publikum, also es ist wirklich eine coole Sache. Ich war so begeistert, weil dieses Jahr einfach ein unglaublich cooles Schauspielerteam war. Auf die hat man sich wirklich verlassen, dass sie da waren, wenn man etwas gesagt hat. Sie haben gelesen, sind sich wirklich an die Zeiten gehalten. Also es war auch cool von der ganzen Atmosphäre mit ihnen. Wir haben so viel Spass miteinander. Man kann so viele lustige Sachen machen mit ihnen und auch Blödsinn erleben. Also es ist unglaublich. Und ich habe es sehr genial gefunden, dass ich dieses Jahr sogar auch mitsingen und mitspielen am Schluss oder am Anfang des Stück. Dass ich auch mittanzen bei der ganzen Auflösung und das hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Was man oft auch sehr gerne vergisst, ist die ganze Vorbereitung, die man als Abendspielleitung hat.
Auch grundsätzlich die ganze Arbeit, die auch die Schauspieler im Voraus machen. Ich meine, die müssen die ganzen Texte lernen. Auch ich muss den ganzen Text von jedem Schauspieler können, damit ich den Cue rechtzeitig kann. Natürlich kann ich auch in meinem Drehbuch schauen und dann drucken. Aber es ist natürlich wirklich von Vorteil, wenn man jeden Text in- und auswendig kann. Es gibt nämlich sehr oft Situationen, wo man plötzlich weg vom Mischpult oder vom Lichtpult und hinter ein Säckchen und irgendetwas mit Schauspielern holen muss. Und dann muss man sofort, sobald man irgendeinen Satz hört auf der Bühne, wissen, wo man ist, damit man weiss, wann man den nächsten Einsatz muss drücken von der Musik. Auch ist es meine Top-Aufgabe, zu schauen, dass es den Schauspielern immer gut geht, dass sie immer genug zu trinken haben, dass das Essen rechtzeitig geliefert wird. Die Koordination mit den Köchen war auch sehr super dieses Jahr, muss ich sagen. Also es war wirklich genial allgemein von der Koordination. Ich bin gefragt worden in den letzten paar Videos, die ich gemacht habe, ob es denn nicht anstrengend sei, um immer so viel zu reisen. Ja, es ist anstrengend, um immer von einem Ort zum anderen zu reisen, aber ich glaube, das gehört zum Schauspieler auch dazu, dass man immer durch die halbe Weltgeschichte umeinander kutschiert. Ja, und zwar spielen wir das Jahr auf dem Zürichsee, mal zur Abwechslung in der Nähe von mir daheim. Und zwar ist das unser Krimischiff. Ich glaube, ab August geht es los. Amix an den Samstagabenden. Ey, kommt doch vorbei und schaut rein. Grazie mille for watching the race. Please subscribe.